Ihr hört eine übergechaserte Auditie von dem jüdischen Kohl. Nicht telefonieren seid ihr so gut. You're hearing a repeat broadcast of the Yiddish Voice. No phone calls, please. Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. A guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das dazu nach Meir David. Unser Programm heute ist gewidmet der Thema 12. August 1952. Herzlich zu unser Schmues mit 2 interessanten Gästen, angeführt von mein Schutter auf der Radio, Shalom Beinfeld. Wir haben 2 Chosheve Gäste. Da ist Professor Gennady Estreich, was dient wie ein Professor von jüdischer Limudim in NYU, New York University. Jetzt ist euch ist alle Sommer in Oxford, ist euch verbunden mit sie. Und ist gewesen einmal ein Schreiber für das sowjetische Heimland. Jahrelang sind damals geschrieben für den jüdischen Vorwärts und ist etliche Mal gewesen ein Gast auf unser Programm, faktisch zu reden wegen der heutigen Thema, dem 12. August 1952. Und wir haben euch Jana Mazurkiewicz, was ist eine Kandidatka für ein Doktorat in University of Michigan. Sie forscht aus jüdischen Theater von die kommunistischen Länder, speziell Polen und Warschau. Und sie fährt an mit der wunderlichen Organisation JANA, YAAANA.org, was ist eine heldische Organisation in der Zeit von dem AGEFA. Sie und die Organisation führen an mit wunderlichen Programmen, sich täglich, etliche Mal am Tag, auf YouTube, Facebook und müsste man anderswo und einmal öfter auf der Radio, auf den jüdischen Kohl, wie jetzt. Ist mit mir zu interviewen ist Professor Sholem Beinfeld, Professor emeritiert von Washington University in St. Louis und Mitchefredakteur von dem Arumnehmung in Jiddisch-Englisch Wörterbuch. Sholem Beinfeld, bevakasha. Ich will anheben, Tage, wie du hast damals mit dem Erzählen Indien von dem Mannen, die Date von dem 12. August. Wie ich verstehe, hat gerne die Esther sich beklagt, als es schon knapp vergessen geworden, die tragische Date, und man merkt sie schon mehr nicht ab. Will ich eigentlich dem Mannen, als wir merken es da ja ab.
aber ich will auch fragen, was ist das weniger Demont heutzutage? Ich meine, es ist weniger der Mond geworden. Erstens darf man sagen, dass nicht der Mond euch in Sowjetverband war. Bis im Jahr 1989 ist das gewesen nicht kein Thema. Bechlall, ja. Nur in dem Jahr hat man zum ersten Mal anerkannt, öffentlich, als eine Sache ist gewesen. Ja, man hat es veröffentlicht in Dezember, so Jahr 89, das alles in einem Journal, ja, und damals ist das geworden, koscher zu reden wegen dem. Früher ist das gewesen unmöglich, das hat nicht existiert, offiziell hat es nicht existiert. Ich weiß allein nicht, wenn ich habe sich gewusst wegen dem. Ich habe da geredet mit ein paar meinen Freunden von dieselbe Mekoimes, ja, und was vernehmen sich euch mit solchen Sachen wie ich, mit sowjetischer Geschichte, und keiner von uns hat nicht gekannt, sich der Monen wenn. Aber ich meine, es ist gewesen sehr spät. In Neuseeland ist das gewesen anders. In Neuseeland ist das gewesen, es ist eine kombinierte Sache. Von einer Seite ist das gewesen eine Zorre, eine Tragödie, und wegen dem hat man geredet. Von der anderen Seite ist das gewesen eine politische Sache, weil das ist gewesen ein Teil von dem, was wird angerufen, die kalte Milchome. Ja. Und das ist weg, weil erstens ist die kalte Milchome weg, öfter ist sie wieder mal, ja, hat sich bewiesen, aber ineinander sehen. Die zweite Sache, was ist auch sehr wichtig, ist der Dora weg. In einer größeren Maße ist weg der Dosiker dort. Ja. Also es ist vergessen geworden. In einer hübschen Maße das vergessen geworden. Da und dort war der Welt ist der Mond, ja, aber nicht in demselben Vernehmen, wie es gewesen, wenn wir sagen, in die 70er Jahren oder noch viel in die 80er Jahren und viel in die 90er Jahren. Aber in dem Jahrhundert ist das ja, nicht so breit, nicht zu vergleichen, kleiner, schmaler. Ich habe gewollt wissen, Sie, das, was mir pravet weniger dem Andenken von der sowjetisch-jüdischen Schreiber ist, ein Resultat von dem, was mir weniger verinteressiert in der sowjetisch-jüdischen Kultur bechlall. Ihr wisst, ich will sagen, eine peculiare Sache. Die Sache ist, als ich kann nicht sagen, dass mich hat sich stark interessiert euch früher. Mit der Kultur allein, mit der Literatur allein. Mich hat sich interessiert es ist gewesen, in einer hübschen Maße, das gewesen eine symbolische Sache. Und das alles ist fokussiert geworden, faktisch. 5 Namen. Peres Markis, David Bergelson und so weiter. Und mich hat es doch angerufen, die Nacht von die Poeten, die Nacht von die 5 dragete Dichter, was ich meine, es ist nicht richtig. Und das ist nicht Joischen. Weil in der Dosiker Nacht, ob es gewinnt auf der Nacht, hat man erschossen 13 Menschen. Und wenn mir ruft an, die nur 5 von die Poeten, gleich wie mir stupt sie ab, wie etwas nicht so wichtige Menschen, oder die übrige 8. Was ist nicht Joischer, die Kinder? Mir gefällt nicht stark, oder der Begriff von die Poeten, oder 5 Poeten. Ist mit die Poeten, hat sich bekommen so, als wer hat es geforscht? Sein gewinn, die Poeten ist gewinn noch ein Schreiber, der Nister, was mich hat ihm aufgenommen wie ein Zadek. Ist gewinn der Zadek. Ja? Weil, ihr versteht, mit die viele 5 Schreiber ist gewinn ein Problem. Ja, sie sind gewinn ausgearbeitet durch dem Regime, aber gleichzeitig sind sie gewinn sowjetische. Ist wie so das zu neu aufbauen. Also sie sind gewinn sowjetische, kommunistische, also anders. Und in derselben Zeit sind sie gewinn Deutsche. Ja? Und das ist gewinn ein nämliches Problem, wie also zu definieren. Also es ist gewinn ein Symbol от der 12. August. Aber zu forschen, wie viele Menschen haben geforscht? Keine Schmerz. Und noch etliche Menschen, ja, und so weiter. Also das ist gewinn sehr begrenzt und ich kann nicht sagen, es ist geworden kleiner der Interesse. Ich meine, dass in einem gewissen Sinn ist geworden viel tiefer und stärker und viel breiter. Etwas ist eine Sache reingenommen geworden, schon eine tochige Sache.
Weil früher das gewinnt noch einmal mehr ein Symbol einer tochige Forschung von die Schreiber. Ja, ich bin sehr zufrieden, was Ihr damals Nister, was ist nicht gewesen zwischen die Herren von 12. August, nur ist arrestiert mit einem Jahr früher. Oder 1949 durch sich und gestorben in einem Lager, nicht geschossen geworden. Was ist erwartet von der größten Meister von der sowjetisch-jüdischen Literatur und durch sich erforscht ihm allein. Er schreibt wegen ihm jetzt, oder hat die Idee auszugeben an Arbeit wegen dem Nister. Ich habe geforscht, ja, und ich habe viele mitredaktiert am Band wegen der Nister, was ist alles in Oxford. Aber ich kann nicht sagen, dass ich bin so eine zentrale Figur in der Nister-Forschung. Ich habe geguckt auf der Nister nicht so wie mehr wie auf eine Figur der Forschung, die das, was ich habe geschrieben habe, habe aber reingenommen, das euch. Ich habe geprüft, sich voneinander bleiben in der Mythologie der Nister. Teilweise das gewinnt nicht bloß rein mythologische Sachen, und das hat abgespielt die Realität, aber in der größeren Masse das gewinnt Mythologie, es ist gewinnt etwas so, als die Markisch, Pfeffer und so weiter, Bergelson sind gewinnt kommunistische, und es ist gewinnt wichtig zu finden eine Figur, was es gewinnt, also sozusagen rein von der Dosike Sache. Und der Nister hat sich geschnitten auf eine Figur, als auch mehr der andere. Er versteht, sie ist auch verbunden mit der Sache. Als Sache von dem Image, was ist geschaffen geworden, ist gekommen von den polnischen Schreiber. Die polnische jüdische Schreiber, wo sie gewinnt bei der Milchome in Sowjetenverband, und dennoch sehen sie Arois. Kiemat alle sind also oder anders. Arois von dem Lebedike, und die, die sehen Arois, haben sich weggesetzt, sind gewinnt Schreiber, haben sie sich weggesetzt und angeschrieben werden. Und da war als sie sich eine besondere Sache, wegen dem habe ich geschrieben, als sie haben sozusagen redaktiert sehr Biografie ganz oft. Und sie haben euch gebracht, also dem Image von der sowjetischen, der Nister ist eine Sache, Peres Markisch ist eine Sache, und der ist eine Sache. Und sie haben gebracht die Idee, als die sowjetischen Schreiber sind gewinn Marane. Also vom Stil sind sie gewinn anders. Ich glaube, als in der Emerson sind sie allein gewinn Marane, und die polnische. Und das hat sie geholfen zu erklären, als wir sind, als das Leben hat uns so ein Stück getan, zu sein, Maranen sein wir Arois. Und mir hat auf dem euch demselben Termin, demselben Begriff, hat man euch übergeben die Sowjeten. Es ist ja viele bekannt, und das ist veröffentlicht, es ist gekommen ein ausländischer Schreiber in die 50er und hat genommen reden wegen der Maranischkeit mit der Almone von David Bergelson. Und sie ist aufgebracht geworden. Sie sagt, sie ist nicht richtig, sie sind nicht gewinn Maranen. Sie sind gewinn Tage übergegeben der Idee. Und versteht, sagt sie, also ob sie sind gewinn Maranen, heißt es, als die sowjetische sind gewinn gerecht. Also sie sind still gewinn, ihr versteht die ganze Logik von der. Aber in allgemein ist der Image von der sowjetischen ist gekommen von der polnischen in der größeren. Und die polnische haben gebracht, und dem hat die Idee, der Nister. Der Nister ist ein Zadig. Mama ist ein Zadig. Ich habe sich vernommen, aber eine Sache mehr hat sich vernommen, mit dem mein Freund und Kollege auch von Michigan, Michael Krutikow oder Mischa Krutikow, bei ihm ist ein Buch wegen dem letztens, also ist der Nister ist mehr, das ist mehr sein Scheuer hier. Mein Scheuer ist der Nister hier. Und ist in der Emerson der Mensch, was ist mehr wie der Nister. Mir ist allemal interessant, als die Sprache in Marschberg ist, der erste Band ist heraus in 1939, in einer Zeit, wenn es sozusagen gepusht wird, der Proletarismus, und ist heraus mit der Buch wegen einer weiteren Zeit in der Stadt N, mit Tomer Berditschew, in dem 19. Jahrhundert. Also
Mistommer hat man gekannt, man schreibt wegen der Vergangenheit, hat man sich gekannt, der Leuten einander Zugang, wie wenn man schreibt wegen der Wirklichkeit, wegen der Insticker-Zeit. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe sich geprüft von anderen Kleinen. Ja, und wegen dem habe ich geschrieben. Ihr versteht, zu berechtigen, also zu sagen, den Fakt, was in der dortigen Zeit wird, der Mond, ist eine Sache, also eine jüdische Sache, ja, tief jüdische und reich jüdische Sache, ein historischer jüdischer Roman, hat man zugetragen durch Bobbe Meise. Und die Bobbe Meise ist gewähnt, als Klomperst, als der Minister ist gefahren mit erneuter Ehrgeiz. Ich will machen das kurz. Und es ist gewesen eine schreckliche Zawirjuche, Winterzeit und so weiter. Und etwas ein Mensch ist gestanden auf dem Weg. Und hat ihm faktisch geraten mit dem deutschen Menschen, weil es gewesen, jeder Mensch ist schon gewesen auf der Freude. Und danach, wenn sie seien gekommen in der Stadt, hat der Mensch ihm gesagt, kann ich euch helfen mit etwas. Sagt er, bei mir liegt ein Xaviat von einem historischen Roman. Sagt er, ich will euch helfen. Und wie in einer achsidischen Meise kommt raus aus der Sache, als der deutsche Mensch ist gewesen, nicht etwas ein Mensch, was ist gestanden. Aber er ist gewesen ein Sekretär von einem von den Hauptmenschen im Sowjetverband, Kalinin. Ja. Also er ist gewesen Kalinins Sekretär und dann kam das auch. Aber das im Ganzen eine Bobbe Meise. Aber das hat man übergegeben und das auch mal gedruckt. In der Emerson, keine Zufälligkeit ist nicht gewähnt. Die Zufälligkeit ist gewähnt, Posche, als in der deutschen Zeit, und das ist gewähnt in dem allgemeinen Kontext, was ist geschehen in der Zeit im Sowjetverband, mit der Kultur, mit der Ideologie, hat man sich eine Kerbe getan zur Geschichte. Geschichte ist geworden koscher. Und Geschichte ist geworden wichtig. Und in der Zeit ist gekommen der Roman von der Nistel. Und das ist geworden die richtige Zeit und der richtige Moment für eine Sache. In dem Roman kommt als vor herum die Breslower Chassidem. Ja? Und interessant ist, die Breslower Chassidem seien in Sowjetverband, in der kommunistischen Ideologie, gewähren kemat koschere Chassidem. Weil man hat sich gehalten, als bei den Breslower Chassidem ist gewähren wichtig zu arbeiten. Also seien gewähren Chorepaschne Jiden. Und wie Chorepaschne Jiden seien sie gewähren kemat kommunistische Jiden. Ja? Und wegen dem hat man geschrieben, in seinen Reisenotizen Josef Apatosche, was ist gekommen in Sowjetverband, wegen die Breslower Jiden sehr positiv hat geschrieben, Ilya Ehrenburg. Also es ist die Kombination, die richtige Zeit und die richtige Chassidem. Und der beste, und ich halte das, besprochen Beispiel ist der beste sowjetisch-jüdische Roman sicher, ist Arois oder so etwas hier. In a Mazeldiker Show. Ja, der Mann, was jüdische Schreiber von Ausland kommen im Sowjetverband, die haben gesehen Gäste und haben oft geschrieben, ganz positiv wegen dem jüdischen Leben im Sowjetverband. Hat das zu tun, schon mit dem Fakt, dass man hat sie gedruckt in so vielen Exemplaren, sie sind geworden bekannt im Sowjetverband, mehr wie irgendwas anderes. Es ist, was der Sowjetverband ausgesehen wie ein fester Boden für die jüdische Literatur, nicht 20er Jahren, wenn man sagen. Ich rede nicht von den 30er und späteren Jahren. Und die 20er Jahre haben viele die nicht kommunistische jüdische Schreiber gehalten, als die in einem gewissen Sinn ist die Zukunft von der jüdischen Literatur fest in Sowjetverband, wo jetzt anders. Ja, sind gewesen etliche Sachen, aber das sind gewesen sehr Leutgesang. Und ihr seid aber gerecht nicht nur Kommunisten. Ich habe den Mond Josef Apatosche, was ist zweimal gewesen in Sowjetverband, er ist nicht gewesen Kommunist, er ist gekommen im 28. und im 34. und hat geschrieben positiv oder ganz positiv. Es sind gewesen etliche Sachen, wo was sie ist gewesen zum Herzen zu sehen. Erstens, ihr versteht,
von deswegen in Amerika sind sie gewesen Immigranten. Und kommen die in Russland, ist gewöhnt zu kommen in einem gewissen Sinn heim, in dem Sinn von Kultur. Die Russischkeit. Bei mir geht raus ist ein Buch, was ich habe angerufen, die Transatlantic Russian Jewishness. Ja. Und die transatlantische russische Russischkeit, ja, sind gewöhnt verliebt, sagen sie, in etwas Tolstoi, in etwas Tschechow, in etwas Russischkeit, ja, sind sie gewöhnt verliebt, mehr wie in etwas Amerikanischkeit, ja. Ich meine kulturell. Die zweite Sache, was ist gewöhnt für sehr wichtig, was in jenen Jahren, ja, haben sie gesehen, als im Sowjetverband, sind gewöhnt als auch junge Menschen, als auch junge Lehner. Was sie vielleicht kommen und haben geredet mit sie, literarische Abenden, literarische Begegnungen. Ja, Josef Apatosch erzählt, wie er hat eine Szene in seiner Reise nach diesem, was fährt, von Polen gegen Sowjetverband und auf der Grenze gehen rein, die was zu inspizieren und bei ihm ist der ganze Waliski mit Büchern. Er führt Bücher von Polen, was er raus, er führt Matones, ich weiß was. Und es geht rein einer und Offizier und sagt, wo ist das? Sagt er, das sind jüdische Bücher. Oh, ich rufe, ich habe einen Kollege, also, er ist mit mir, er ist Said. Kommt rein der Kollege, ich habe ein junger Offizier, nimmt die Bücher und sagt, oh, das sind doch die Bücher von Apatoschu, mein beliebster Schreiber. Sagt er, ich bin Apatoschu. Ich weiß nicht, wo ist das gewesen, ja. Aber da sind solche Sachen gewesen zum Hassen. Und noch eine Sache ist gewesen. Was der sowjetische jüdische Schreiber ist gewesen, ein Teil von der Schreiber-Mischpoche, Bechlal in Sowjetverband. Das heißt, also ich habe gesehen, als ein jüdischer Schreiber hat sich gearbeitet mit der russischen Schreiber, mit der ukrainischen Schreiber, ich weiß, mit verschiedenen, mit der weißrussischen Schreiber. Der weißrussische und der jüdische Schreiber und der ukrainische Schreiber haben gekannt, euch seien Jiden hier und der russische. Ja. Aber nicht unbedingt, als sie seien also sozusagen besorgt von der Meluche und sie können sitzen und schreiben und gleichzeitig ist aber in Ausland das gewesen nicht so gering, ganz oft, ja. Also es ist gewesen für sie ciekawe, es ist gewesen für sie sind gewesen zufriedenes zusammen, aber gleichzeitig interessant, sehr wenig von sie seien gekommen in Sowjetverband. Sie fliegen kommen, schreien Bravo und so weiter und fahren zurück. Dort gezählte Menschen sind gekommen, ich weiß, etliche. Und die, die sind gekommen, sind bei der Klau gewesen, nicht von die größten Schreiber. Ich rede nicht wegen die, was haben sich umgekehrt. Ich rede wegen die, was haben schon lange gewohnt, ergens in Amerika oder ergens wo. Ja. Von die Größe, es hat sich gedreht, Ort wird Levi kommen in Sowjetunion. Viele sein Weib hat sich gesagt, du fährst, fahre ich mit dir. Ja, und so. Das ist keinmal nicht geschehen. Markic hat geprüft, einreden nach Patosche zu fahren, in Birobidzjan. Gott sei Dank hat sich das nicht bekommen. Von die, es ist gewesen, schön zu kommen, aber es ist auch gewesen, schön wegzufahren. Ja, also das nicht. Ich bin aber wie der Mann, solche, was sind weg und zurückgekommen. Also, versteht sich Bergelson und durch sich David Hofstein von Eretz Yisrael. Und andere auch. Ja. Was haben gesehen, dass sich Möglichkeiten in Sowjetverband, was sie haben nicht gehabt, nicht in Deutschland und nicht in Eretz Yisrael. Ja, sicher. Und Markic hat sich umgekehrt. Ja. Und ja, faktisch, und Kwitka hat sich umgekehrt. Ja, faktisch alle, und wir reden wegen nur die 5 Menschen, und der Nistel hat sich umgekehrt. Ja. Sie haben sich umgekehrt, weil wieder einmal, das ist gewesen, sie haben sich umgekehrt, ein. Und alle, was haben sich umgekehrt, es ist noch ein Sieber. Also ich habe nicht gefunden für sich in Deutschland kein Covid, kein Parnasse. Das ist eine Kombination von 2 Sachen. In Bergelsons Fall das ist ein bisschen anders, er hat sich umgekehrt ganz spät, im Mai 1934. Ja.
und das ist verbunden gewesen mit dem, was wir heute mal rausgestuft von Berlin. Ja, in Berlin, wir sind gewesen zufrieden. Ja. Aber wenn wir heute mal rausgestuft von Berlin, das ist schon gewesen anders. Ja, und so. Und wir haben aufgenommen wie ein Klassiker und also weiter. Hat man sich herumgetragen mit ihm. Aber Peres Marques und Kvitko und so weiter, von deswegen seien sie gewesen Avzores oder Kemat Avzores. Ich meine, Poschet mit Parnosse, das gewesen. Und Avade und Hofstein in Eretz Israel ist auch gewesen Avzores. Ja, und bei Hofstein sind noch verblieben in Russland oder in Ukraine, richtig, zwei Sien von seiner ersten Frau, was ist gestorben. Das ist gewesen komplizierte Sache. Und der Nister ist Gott gewesen Avzores. Wer hat gedruckt, der Nister? Wo ist gewesen, dann ist von wann ist zurückgekommen? Der Nister, Bergelson hat sich besetzt in Berlin. Und Bergelson hat von deswegen bekommen Geld von Schreiben früher von Vorwärts und später von Morgenfreiheit. Ja. Und er hat gekannt. Was ist wichtig euch, als ein Frau hat gearbeitet in der sowjetischen Ambassade und hat bekommen ein Geld. Und noch wichtiger ist es, als der Frau's Schwesterkind ist gewesen auf allmählicher Ried und hat sie gegeben, sie zu wohnen. Das heißt, alles zusammen hat es geholfen. Wahrscheinlich Kvitko und der Nister, das haben nicht gekannt, aussuchen für sich keine literarische Parnasse und sie haben gearbeitet wie Arbeiter in Hamburg. Dort ist gewesen eine sowjetische Firma. Und uns haben gearbeitet dort. Wie Arbeiter. Also es ist, und wenn sie haben sich umgekehrt, bei der Nister das gewesen nicht so vollgültig. Aber Kvitko ist gleich geworden, faktisch der verantwortliche Sekretär von dem besten literarischen jüdischen Journal in Kharkov, die Leute Welt und so weiter, gar anders. Also und Markisch ist gleich geworden, wie man sagt, auf Jiddisch, ein ganzer Yatibedam, ja, in Sowjetverband. Also. Wir hatten etwas wegen die verschiedenen Tkufes von der Geschichte von der sowjetischen Literatur. In Anheben die 20er Jahren oder gleich nach der Revolution ist durch sich die Literatur gewesen ganz jiddisch. Sie hat sich vernommen mit die Pogromen von der Zeit von dem Bürgerkrieg, mit den jüdischen Leiden und mit einer gewissen Nostalgie vor dem untergehenden Städtel, was es gewesen sehr juckend. Aber später ist schon das geworden, Treifmann hat sie gepasst, dafür, was sie schreiben mit dieser Nostalgie und mit dieser sozusagen jüdischen Nationalismus. In die 30er, Anheb 30 und noch mehr, wenn die Medina hat sich hereingemischt, im Schreiberverein, ist die Jüdischkeit geworden schneller und schneller. Ja und nein. Ja. Aber das gewinnt sei voll und mit Jüdischkeit. Ja. Lass mal sagen, Bergelson hat sich umgekehrt und hat nicht aufgehört, hat genommen weiter schreiben. Beim Dnieper, es ist doch auch von Amol. Ja, er hat geschrieben. Und besser wollte er geschrieben von Amol, weil wenn er hat geschrieben wegen die sowjetischen Sachen, das gewinnt einander in der Hipster auseinander und nicht von die beste Bergelsons hier. Aber da hat man von sich erwartet Einseitigkeit. Und das hat man erwartet von allen sowjetischen Schreibern. Also man soll sein, also sozusagen einseitig und so weiter. Und es ist besonders stark, was sich das gefühlt in der Prose, weniger in der Poesie. Die Poesie ist von deswegen gewesen mehr national und mehr und reicher und mit die Imagen und so weiter. Aber ihr seid gerecht, aber wenn man lehnt die Prose sowjetische, aber gleichzeitig guck, wir reden euch wegen der Nistern, was in derselben Zeit so 30er Jahren hat er ausgegeben an nationalen Roman. Ja. Das heißt, das ist gewesen eine Frage, man kann sagen universale, aber man kann nicht sagen, als alles ist gewesen. Also. Etwas pflegt sich beweisen, no gut, die Literaturkritiker haben das
אפשר definiert wie ideologisch nicht so gut. Aber ihr versteht, es ist gewesen euch eine Frage, das zu teilen, nicht die alle 30er Jahre, weil das ist gewesen eine Kehr in der zweiten Hälfte von den 30er Jahren, hat man sich erklärt dann wieder einmal zu der Geschichte. Weil, ihr versteht, bis herum 1935, viele der Begriff von einem Patriot ist gewesen Postel. Kein sowjetischer Mensch hat nicht gekannt sein, ein Patriot. Ein Patriot, was ist Patriot? Ein Patriot ist eine bourgeoisie Sache. Ja, Leute, die marxistische da. Aber anheblich von der zweiten Teil von den 30er Jahren hat man als mehr und mehr reingelegt oder den Begriff von Patriotismus, von nationaler Kultur. Und Gita guck, wie man hat sich herumgetragen im Sowjetenverband mit Sholem Aleichem. Das ist doch eine ganze Industrie gewesen von Sholem Aleichem. Ja, wie man hat abgemerkt, seine Jubiläen, man ist gestorben, man ist geboren geworden, alles ist gewesen doch von Sholem Aleichem den Ganzen, ja. Man hat übergesetzt, gedruckt und also weiter, mehr wie Sholem Aleichem, und Sholem Aleichem hat nicht geschrieben, wegen der sozialistischen Revolution, ja, hat nicht bewiesen, ja. Aber ist gewesen koscher. Und ist rein, also sozusagen, nicht nur in dem jüdischen Kanon, ist geworden ein Teil von dem allgemeinen sowjetischen Kanon. Pushkin, Dostojewski, bei den Grusiner Rustaveli, bei den Ukrainer Taras Shevchenko, bei ihnen Sholem Aleichem. Ja. Und man hat es übergesetzt und im Theater und so weiter. Also es ist gewesen ja und nein. Sie haben gewesen heiße Cap und sie haben gewesen etwas ruhige Cap und so weiter. Der Minister hat übergelebt und die alle Zeiten und geschrieben seins. Ja. Mit Schwierigkeiten und so weiter, aber von das. Ihr hört eine übergehaserte Audition von dem jüdischen Kohl. Nicht on telefonieren seid ihr so gut. You're hearing a repeat broadcast of the Yiddish Voice. No phone calls, please. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischuguim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Winter vernachten auf russische Felder, wo kennt man sein Ernte, wo kennt man sein Ernte? A Pferdl an Altings, a Skripen der Schlitten, a Schlache verschneiter, und ich bin inmitten. Von vorn verspreit sich am Mietber Weißer, und bei dort se seht is a zendiger Heiser, dort rämmelt a Chuter versunken in Schneien, zum jüdischen Heisel viel Stäschkeler gehen. Interessant zurückzukehren zu euren Bemerkungen, als es ist gewesen von den linkeren Kreisen und viele von ausländischen Zeitungen, aber Ausland hat geheißen Tage Polen, was die Hauptstrom von Menschen meinen als Warschau und Russland, das ist eine Sache, ein Block. Ich will sagen kurz, weil ich will es gerne so Möglichkeit zu sagen. Das ist eigentlich gewesen, also das ist gewesen Zitel. Bei manchen das ist gewesen eine linke Sache. Die alle um den 12. August. Es ist gewesen eine ganze Diskussion in Vorwärts um der sie etwas, wenn wir sagen, Peresmarkischen zu definieren. A Korben, die ganze Gruppe hat man gekannt definieren wie Deutsche.
Ja, und das ist eine wichtige Sache. Aber doch hat sich hereingemischt Sovkolsov. Und das ist mercentil Anhieb 70er Jahren, wenn es hat sich geschaffen, die Bewegung für sowjetische Jiden und die Galte Melchom und so weiter. Und der ganze Begriff und das Symbol von dem 12. August hat sich sehr gut hereingeschrieben in der Bewegung. Und es hat sich gebeten von den 70er Jahren, das gewesen, sei bei die Linke, sei bei die Rechte, öfter nicht bei alle Linke und nicht bei alle Rechte, aber von deswegen geht das rein mehr in dem Hauptstrom, wie früher. Ich will sagen, eine Sache. Ich bin ein Edis. Ich bin gewesen in den Polo Grounds, ein kleines Kind, aber ich gedenke das. Meine Eltern haben mich mitgenommen in die Polo Grounds zwischen die 50.000 Menschen, die haben sich gestuppt. Zu sehen, Pfeffern und Michalsen. Und ich gedenke sie. Es ist für uns gewesen ein lebendiger Simen von den Jiden in Mizrach-Europa. Also sie leben noch. Es ist da, mit wem man sich zu verbinden. Und öfter wird die Jüdischkeit überleben, die mit nicht gewusst alle Details von dem Proben in jener Zeit. Aber gewusst genug. Als das ist gewesen für uns ein Stück Hoffnung, als man wird das fort überleben. Aber ich gedenke bloß Pfeffer. Ich gedenke, es bin sehr lebendig, aber ich gedenke, wie hat gerät. Aber das ist noch vorbeigehendig. Entfernen kurz kann man nicht. Mizrach-Europa ist doch groß und die Situation in Russland und die Situation in Polen sind nicht gewesen dieselbe. Ich meine, dass in Polen ist alles gegangen zum Sof nur in 68, knapp alles. Und früher ist das gewesen in ganzem anders, für die Poeten, für die Schreiber, für die Künstler, die nicht jeden seinen gewesen einmal Mekane. Sie sind nicht kein Jeden und sie können nicht kriegen die Privilegien, die Dires und das Essen, was die jeden seinen haben gekonnt kriegen. Und das weiß man nicht. Und man hat noch eine Sorge wegen einem Symbol oder einem Stereotyp von einem jeder Kommunist. Man will nicht reden wegen dem, in Ganzem nicht. Es ist nicht geschehen, nur als auch jeden seinen gewähnt Kommunisten. Und es ist schwer zu vergessen, die Realität. Ich meine, einmal. Das ist eine ganz andere Situation in Polen und in Russland. Man kann reden schon lang wegen dem. Nur ich bin bereit zu entfernen die spezifische Frage. Ich stelle eine Frage. Ich bin gewesen in Moskau in 1959 wie ein junger Student. In Warschau habe ich gesehen die Volksstimme. Das ist auch rausgegangen durch sich täglich. In jenen Jahren. In Moskau ist in mein Hotel ist ein Kiosk, wo man hat ausgestellt alle kommunistische, die ganze kommunistische Presse von der ganzen Welt, aber nicht die Volksstimme von Warschau und nicht die Freiheit von New York. Das ist gewesen ein größer Unterschied zwischen zwei kommunistischen Ländern. In Polen wenig Juden, in Russland relativ Asach-Juden, aber doch ist es gewesen eine andere Welt. Wie erklärt man das? No, man muss gedenken, dass zwischen Polaken und Russen hat man besser Krieg und sehr starker Krieg. Und man hat sich nicht lieb wegen historischer Sibes. Und auch Ida Kaminska hat nicht gekonnt, vorhin kein Rattenverband, kein Russland, keinmal nicht mit ihr Theater. Sie hat stark gewollt und ihre Mischpoche ist gewesen in Moskwa und in andere Orte in Russland und sie hat nicht gekonnt dort fahren und sie ist gewesen VIP, ja, von der Zeit. Was heißt das? Als die Grenze gewinnt, eine Grenze und man hat nicht gekonnt gehen herum, also frei, wie man meint heutzutage. Und andere Sache, was man soll reden wegen dem, ist, als in Polen hat nicht adoptiert dem sowjetischen Jiddisch.
was man hat gehabt in Rattenverband. Man hat noch als geschrieben mit hebräischen Osies in der Sachpublikation. Das ist ein anderer Moschel. Wie also die Sachen seien gewesen anders, ja. Und ich meine euch, dass man es gewesen noch zu mehr von Europa. Der Theater ist gegangen, ist gefahren, kein Deutschland und kein England und so weiter, aber kein Mal nicht in Mitteleuropa. Ja, das ist interessant. Sehr interessant. Nun, wir wissen, als in 1968 ist vorgekommen ein Überbruch in der Lage von Juden in Polen und Ida Kaminska ist weg von jüdischen Theater, probiert gründen der jüdischen Theater in New York, von dem gar nicht da rausgekommen. Was sind denn gewesen die Sibbes für die antizionistische und antijüdische Redifes von 1968? No, ich habe geguckt auf Sachdokumenten wegen dem und man weiß noch nicht im ganzen Fall, was ist das geschehen. Etliche Forscher meinen, dass das ist gewesen ein Befehl von Moskau. Andere meinen, das ist gewesen eine polnische kommunistische Regierung, was hat geheißen, jeden wegzufahren. Man weiß im Ganzen nichts. Man hat nicht keinen Proof, keine Theorie. Und man hat gesagt, dass das ist gewesen als wegen Krieg in Israel, ja, und das ist angeheuben in 67, nicht in 68. Und man sieht das euch in Dokumenten, als herum 67 die ganze antijüdische Bewegung hebt sich an. Also die Spionen gehen herum und sie gucken, wo die Juden wohnen, was sie tun und so weiter. Das alles hebt sich an 67. Und aber die genaue Sibes, man weiß nicht. So, das ist mein Antwort. Efter in ein paar Jahren wird man haben mehr Informationen. Sagt vieles, bleibt da Kasche und Historiker werden das schon in der Zukunft besser verstehen. Aber der jüdische Theater, hat übergelebt dem Krise und ist weiter umgegangen mit anderen Akteuren und anderen Firmen. Aber es hat schon gefällt der jüdische Eulen danach. Warte. Als der Eulen versteht nicht kein Jiddisch, man muss sich zuhören mit der polnischen Übersetzung. Ja, und man hat weniger und weniger Jiddischkeit Bichlal in einem Theater. Heutzutage hat man neue Pieces, mehr interessante Öfter, nur nicht kein Jiddisch oder kaum nicht kein Jiddisch. Wenn man meint, es ist nicht gedacht zu vorstellen, die Pieces auf Jiddisch. Und das ist angeheuben in den 70er Jahren. Als Powolinke hat man gehabt weniger und weniger Jiddisch und mehr Polisch in einem Theater. Das ist logisch, aber ich meine, das ist nicht keine gute Sache für ein Theater Michlal, weil ob man tracht international mit Zoom und so weiter, es wollte gewinnen, Kidai zu Tage vorstellen, auf Jiddisch, nicht auf Polisch, ja. Ob die Menschen trachten wegen der Zukunft, die Zukunft und was wird sein Kidai. No, ich meine, das ist nicht keine gute Sache zu bloß vorstellen auf Polisch. Ja, aber von deswegen hat man gewusst in Deutschland, dass es da als eine Sache und das ist ein Kompliment für Polen, als sie tun das. Also sie wollen anhalten, ein bisschen die jüdische Kultur in Polen. Was hört sich mit dem jüdischen Theater jetzt? Wie ich verstehe, haben sie verloren sie auf Bingen. Ja, aber sie haben eine Sache Geld zu bauen, ergens anders. Und das ist auch eine interessante Kasche. Für was nur in Rumänien und in Polen, no, in Israel hat man auch ein Theater, aber mit einer anderen Geschichte. Für was die zwei haben übergelebt. Die
Überarbeitungen von Systemen, von Kommunismus bis Kapitalismus. Man weiß nicht im Ganzen. Das ist eine interessante, komplizierte Frage. Nur ich meine, dass Polen darf haben etwas als Institution, weil man hat etwas eine Obsession mit jüdischer Geschichte, mit jüdischer Kultur. Either man hat es sehr stark nicht lieb oder man hat es sehr stark lieb. Die beide seien ganz lebendig, die beide Gruppen, die Antisemiten und Philosemiten, seien ganz lebendig, noch als in Polen. Und man sieht das in der Regierung, man sieht das auf Universitäten und so weiter. Das ist eine feine Balance zwischen Antisemitismus und Philosemitismus, ich wollte gesagt. Und der Philosemitismus drückt sich aus in Liebschaft zu Jiddisch oder? Das ist etwas eine Manie. Also man meint, dass die Juden seien die samen beste Menschen und die samen intelligentste und klugste und koscherste und so weiter. Man hat nicht, gar nicht in der Mitte, ja. Jeden seien die Menschen. Menschen können sein klug oder nicht klug. Aber was weiß man und was redet man wegen Dafke Jiddisch, die jiddische Sprache? Es ist ganz populär. Man hat doch ein Programm in Warschau in der Summe. Und es ist die samme billigste, ich meine, das ist die samme billigste Programm in der Welt, weil die polnische Regierung zahlt ein bisschen Geld zu stützen die Studenten. Und das ist gut für Polen zu organisieren als ein Kurs. Das ist etwas Gutes, was ist übergeblieben von den kommunistischen Zeiten, als die Regierung stützt unter kulturelle Organisationen. Nicht nur bei jedem, soll man wissen sein. Ja, nicht nur bei jedem, nur in Amerika, das ist nicht zu glauben. Und die Frage ist, was ist besser für Jiddisch? Was für ein System ist besser für Jiddisch? Was meinst du? Ich meine, dass nicht kein Stalinismus und nicht kein starker Kapitalismus ist gut. Man muss haben etwas Balance, was man hat nicht. Im Ganzen. Das ist meine Meinung. Jana, kann ich bei dir fragen, was gedenkst du wegen Abmerken dem heutigen Tag, dem 12. August in Polen, etwas, ein bisschen, eine Sache? Ich bin schon lange Jahre nicht gewesen in Polen, aber ich denke, dass wenn ich bin gewesen Mädel, man hat geredet wegen dem in Gymnasien und später allemal, jedes Jahr hat man gepravet, hat man gehört die Lektionen und man hat gelernt die Poesie, sei auf Jiddisch und sei auf Polnisch. Das ist eine bekannte Sache. Alle Männer haben gewusst, jeden und nicht jeden. Das muss sein, was dann in den 90er Jahren? Ja, das ist gewesen 90er Jahre. Und was ist nicht gewesen noch Kapitalismus? Das ist gewesen etwas am Mischmasch von Kommunismus und Kapitalismus. Ja, aber ich denke, das ist ganz klar. Man hat gewusst und man hat sehr gut gewusst wegen dem. Jana, du hast euch nicht wenig genistet in die polnischen Archiven, ja? Oh ja. Was hast du gefunden? Man schwimmt in die Materialien, man weiß im Ganzen nicht, was ist authentisch, was ist nicht authentisch. Ich muss sagen, aber wenn ich gucke auf die Dokumenten, sehen sie aus sehr authentisch. Und als ich lesen sehe, kann ich hören die Menschen, was ich habe interviewt. Und es ist sehr, sehr ähnlich. Ich kann nicht glauben, dass das ist etwas ein Falsifikat, was ich lerne. Aber ich habe gearbeitet im jiddischen Theater. Ich bin gewesen Assistent von Shimon Shurmiei. Und wenn ich lerne, was er hat geschrieben, es klingt wie als redet. Und dafür meine ich, das ist authentisch. Man kann nicht wissen. Was hat geschrieben, was man beschuldigt ihm, dass es nicht oder erliegen? No, alle Männer hat geschrieben wegen anderer Akteuren, anderer Regisseuren. Und das ist gewesen, einmal zu kriegen eine größere Tiere, einmal zu kriegen etwas an Auto, einmal zu... das ist gewesen. Etwas hat man gehört, etwas am Tone in Sinn. Aha, Massen. Ja. Und alle Männer haben das getan. Das ist gewesen sehr traurig zu sehen, dass alle die größten
Regisseuren und Akteuren, ja, sie Das traurige Indien. Was können wir tun? Also, Situation, ob man will haben ein jüdisches Theater, also so stark, also man hat kein Mal früher nicht gehabt, keine große Organisation mit so viel Geld, ja, wie ein jüdisches Theater nach der Milchome. Hat man gemusst zahlen am Preis von dem. Aber ich muss sagen, ich muss sagen eine Sache, ich habe nicht gesehen, kein Dokument also, geschrieben durch Kaminska, Ida Kaminska. Ich habe es nicht gefunden, wie sitzt er, und ich habe analysiert 8.000 Dokumente schon. Aber hat man sehr viele beschuldigt in Massen? Oh, ja, sicher. Aber ich habe nicht gefunden, kein Dokument, was sie hat geschrieben. Gut. Noch nicht. Wegen keinem. Efter hat sie nicht gemusst, das tun. Aber sie sieht uns ganz rein in dem Blut von Kommunismus. Sie sieht uns. Also. Aber ich habe noch nicht geendigt im Projekt. Ich meine, das ist nicht für einen Mensch zu tun. Aber es hilft, als ich habe gearbeitet im Theater, es hilft, das Sache zu analysieren, die Dokumenten. Anders kann man nicht wissen, die alle Protein. Und ich meine, die kommenden Deures werden haben Zores wegen dem. Also ich habe nicht getroffen, die Menschen, nicht geredet mit sie. Es ist schwerer zu analysieren, die Dokumenten, also von den Kufen. Oftmals wegen dem Phänomen von virtueller Jüdischkeit in Europa. Das heißt, Jüdischkeit an Jiden. Klezmermusik, was man spielt es und man singt es Ton, und die Sänger meistens verstehen nicht die Wörter, was sie singen, oder wenig. Und in Kroke und in anderen Städten hat man wieder mal aufgestockt im jüdischen Quartal und man kann essen jüdische Essens und man kann kaufen Jalkes von den chassidischen Typen und so weiter. Und das ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Indien, die Kommerzialisation von der Jüdischkeit in dem Sinn. Ja, es ist die Mode. Die Mode ist solche, aber ich bin zufrieden, dass es geschehen, weil es hat inspiriert Bildung. Das ist gewesen ein Anhype in den 90er Jahren von einer größeren Bewegung. Ich meine, das ist gewesen ein kommerzieller Anhype von ganz anderen Sachen, wo es ist eine Renaissance von jüdischer Bildung in Europa. Und mir gefällt, dass es ist geschehen, danke. Gut, aber es ist nicht sozusagen ein Häusig. Das hat mir euch. Ja, ich weiß, aber es hat eine positive Seite euch in derselben Zeit. Gut, lassen wir bald endigen, weil ich habe genommen eine Sache von einer Zeit, aber auf jeden Fall Österreich und danach Jana könnt ihr übergeben, was sind von euren jetzigen Projekten auf jeden Fall und wie ihr soll können Sachen verbinden mit euch auf eure sozialen Medien oder was soll es sein, euch bewillt. Ich bin nicht kein Mensch von sozialen Sachen, ich habe nicht kein Facebook, zumal gucke ich allein in mein Vibes auf Facebook und so etwas, aber das ist bedeutet auch gesprochene Sachen. Ich schreibe jetzt und ich verwendige schreiben ein Buch, was ist die Geschichte von sowjetischen Juden in die Jahren von 1953 bis 1967. Das heißt von dem mehr oder weniger Moment, wenn Stalin ist gestorben, bis der Milchome in Israel, in Mizrach. Und das schreibe ich. Und wenn ich auf angegeben das schreibe, habe ich viele nicht verstanden, in was für eine Pastke gehe ich rein. Weil koidem kol das die Tkufe, was ist weniger barriert wie andere Tkufes. Weil es ist dachte, Stalin ist schon gestorben, die Immigration hat sich noch nicht umgeheben, ist wegen was zu reden. Ja. Aber es ist da eine Sache wegen was zu reden, es ist da was zu reden wegen Polen, wegen der zweiten Repatriation von polnischen Juden in Polen, ja, was ich sehe wie Dämon habe von der sowjetischen Massenemigration.
Und, aber der Riker habe ich nicht verstanden, der Unterschied, weil früher habe ich geschrieben, Bücher fokussieren die auf etwas Thema, ich weiß, Moskau literarische, das Jens, aber da, wenn man nimmt das jüdische Leben bechlall, ist, darf man sich von anderen glauben, in Birobidzjan, in die polnische Sachen, ich weiß, die soziale Struktur, die Frömmkeit, ich weiß, die Bargiden und so weiter und so weiter, aber gleichzeitig gefällt es mir. Ja, weil es sehr interessant. Ich entdeckt für sich andere Sachen. Aber ich schreibe die Artikel, habe ich Dermont, ich habe angeschrieben wegen wieder einmal die polnische, was mir gefällt sehr zu sein zwischen die Sowjetischkeit und Polischkeit, ja, wegen Herr Smoller wie ein Mensch zwischen die polnische und die sowjetische und andere Sachen, ja, wegen der Pariser Konferenz in 1937 und so weiter. Und ich sage, mein Buch geht raus im September, Transatlantic Russian Jewish, da ist meistens dem Vorwärts in die ersten 50 Jahre von dem 20. Jahrhundert. Oder so. Gar interessant. Jana? Ja, ich bin sehr interessiert in Geschichte, nur der Ziel für was man darf sich auslernen, die Geschichte ist, was tut man in die Zukunft, ja, wie soll man machen anders als jüdische Kultur überleben. Auf Zoom, danke euch. Und was ist interessant, dass mir hat noch als nicht keine Lektionen für Kinderlich auf jüdische Lektionen auf Zoom und wir arbeiten auf dem Projekt sehr stark. Wir wollen haben eine ganze Bande von jüdischen Lehrern für Kinder. Also sie sollen sich auslernen Jiddisch und jüdische Kultur und ob MCR will sehr stark lernen, das gehört zu einem Radioprogramm, kann schreiben zu uns. Wir haben Stellen für Lehrer von verschiedenen Sachen. Und gibt es so gut eine E-Mail oder eine Webseite oder ja, Facebook? Kann schreiben zu info@yaana.com. Ja, und Webseite ist www.yaana.com. Das ist das. Und ein anderes Projekt ist euch dann interessanter wegen Theater auf Zoom. Wie soll tut man Theater auf Zoom? Nicht nur Vorlesungen von Poesie, von die Pieces und so weiter. Wie soll tut man Mamesh-Theater auf Zoom? Und ich führe eine Theaterwerkstatt, was hebt sich am Sonntag. Und wir wollen zusammen schreiben eine Piece wegen Corona mit den Studenten. Das heißt, wird sein Creative Writing Werkstatt. Und wer soll zu schreiben, wer soll zu spielen und wer soll vorzustellen eine neue Piece auf Jiddisch. Heißt es also die Zukunft? Das sind die zwei wichtigsten Projekte, was wir haben. Ist die Zukunft von jüdischen Theater auf Zoom, meinst du, heißt es? Ich meine das nicht. Das ist nur ein Teil von dem Projekt. Projekt von jüdischen Theater in der Zukunft. Man kann das haben auf Radio, man kann das haben auf Zoom und euch persönlich, wenn man kennt. Ja. Sehr interessante Bemerkungen und ich habe sich als Sache Stadtmeister ausgelernt. Und unsere Zuhörer sollen sich euch auslernen. Wir sind sehr dankbar, euch, Professor Estreich und Jana. Jana, helf mir heraus, was ist dein ganzer Name? Darf man gedenken? No, mein ganzer Name ist Jana Mazurkiewicz-Meisarosch. Schreckliche Meise. Gut, euch alle zu sehen und der Ricker, seid alle gesund. Dank. Eine feine Treffung. Seid schon gesund. Gesund. Versunken ich schnell zum jüdischen Heisel für Stärschkeler gehen. A Heisel wie alle, nur größer die Fenster und zwischen die Kinder, dort bin ich der Älteste. Und eng ist mein Weltel und klein ist mein Rädel
in 2 Wochen einmal von Chuter in Städtel und Bänken und Schweigen von Felder, von Breite, von Wegen und Wege verschneite, verweite und Trogen in Herzen verborgene Wehen von Säumen, was warten und warten auf Sehen. Und Trogen in Herzen verborgene Wehen von Säumen, was warten und warten auf Sehen. In Winter vernachten auf russische Felder, wo kann sein Ernte, wo kann sein Ernte? Wo kann sein Ernte, wo kann sein Ernte?